Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion und wen könnt ihr mir hier mehr wünschen als Mike? Hi Mike. Servus und Habidere. Kann ich natürlich nur zurückgeben, lieber Mai, Dankeschön. Du bist genauso aufgeregt wie ich wahrscheinlich, weil wir halt in dieser Folge gleich 2 Filme besprechen. Wahnsinn. Das auch noch anhand von einer Reihe, die wir zwar gestartet haben und jetzt einen Kani nicht mehr mitmachen lassen, sondern wir haben mal gesagt, Kani, nein, du bleibst fern von uns und wir ziehen das jetzt hier komplett allein durch. Wir reden natürlich von von Rec 3 und 4 das mal besprechen und wie die lieben Freibierlädchen von unseren Hörern wissen, unsere Reihen, also gerade was wir bei Rec bereits gestartet haben mit dem 2. Teil, gibt es dann immer erst auf Steady, also deswegen, ihr hört jetzt da ungefähr die ersten 5 Minuten, die sind für euch frei. Und dann müsst ihr aber umschalten auf mindestens das 2. Paket bei Steady, damit ihr unsere Kritiken über Rec 3 und 4 Herz und zur Erinnerung, Rec 1 und 2, die haben wir bereits besprochen und da waren wir schon beide relativ angetan, oder? Ja, absolut. Also die haben den Rewatch standgehalten, können nach wie vor begeistern. Ich habe ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal angekündigt, es ist jetzt mindestens einer von den beiden Teilen dabei, der mein persönlicher Lieblingsteil ist. Ich weiß aber auch, dass das eigentlich so der fast unbeliebteste Teil ist, weil er sehr stark aus der Saga, sage ich jetzt mal, oder aus der Horrorreihe ausbricht. Aber ich stehe auf sowas. Ihr redet natürlich von Rec 3 Genesis. Also das ist wirklich mein Lieblingsteil. Und bei dir habe ich jetzt wahrscheinlich nur Glück, dass dir der 3. besser gefällt wie der 4., weil dir der 4. einfach überhaupt nicht gefällt. Na, also ich habe aber beim Schauen vom 3er habe ich an die Dinger müssen, weil du eben schon gesagt hast, dass das der Lieblingsteil ist. Und ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, warum das der Lieblingsteil ist. Also er ist so locker flockig und so ein krasses Kontrastprogramm zu den ersten 2 Teile. Ja, ich kann das verstehen, dass er dir so gut gefällt. Man muss dazu ja sagen, ich habe Rec 3 vor allen anderen gesehen. Also das war praktisch mein Start in das Rec-Universum und habe natürlich dann nicht gewusst, um was es in 1 und in 2 geht. Und trotzdem ist es nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsteile, den ich erfinde, immer total allein sehen kann. Also auf jeden Fall. Wenn man jetzt die anderen beiden Filme nicht gesehen hat und sagt, hey, ich habe jetzt mal Bock auf einen richtig geilen Zombie in Anführungsstrichen Film, dann schauen wir doch mal Rec 3 an. Oder wenn ich sage, hey, Kim, lassen wir uns inspirieren für Hochzeitsvideo. Oder für Hochzeitsfeier. Dann kann man da auch reingucken. Wann hast denn du den zum ersten Mal gesehen? Boah. Weil es ist ja doch ein wenig unüblich, dass man auf einmal mit dem 3. Teil von einer Reihe anfängt oder einsteigt. Weiß ich nicht. Hast du dich da schon direkt für den entschieden oder ist der einfach gelaufen und du hast gesagt, hey, bleib ich sitzen? Ich habe den, glaube ich, von irgendeinem Kumpel gekriegt gehabt und ich glaube, das war relativ früh, als der erschienen ist, also 2013 oder so. Also 2012 war der Veröffentlichungstermin, aber wann der in Deutschland rausgekommen ist, wird dann entweder auch 12 oder 13 gewesen sein. Ja, und 2014 ist ja dann Rec 4 rausgekommen, Rec 4 Apokalypse, weil Apokalypse macht sie ja immer gut in irgendwelchen Horrorfilmen. Ja. Und jetzt sag mal, warum gefällt dir jetzt nicht so gut? Warum? Der möchte einfach so gern so sein wie 28 Days und 28 Weeks Later. Also der macht auch das quasi, dass er sagt, er geht weg von der Found-Footage-Geschichte, aber alles, was der quasi erzählt,
hat man in die vorherigen Teile schon gesehen. Also der Film möchte gar nicht von dir, dass du die ersten Teile gesehen hast, weil er da sowieso alles wiedergeholt. Und Sachen, die er da als Mords überraschend verkaufen möchte, weißt ja du schon, wenn du die Filme gesehen hast. Stichwort Raupe im Mund und so. Raupe? Ja, die Raupe im Mund. Der Wurm? Der Wurm, ja, und so Wurm. Ja, und was es mit dem Wurm auf sich hat, das hören jetzt bei uns die Steady-Hörer und an die Freibier-Legend viel Spaß beim restlichen Freibier. Yeah. Bei Freibier hören oder ihr greift es mal in die Tasche und holt euch das entsprechende Abo.